Ja, ciao zusammen. Da ist der Dino. Viele von euch haben sicher mein neuestes Bild gesehen, Warrior. Das ist ein weiteres Bild aus meiner Serie, die ich mit dem Mittelalterverein Bern gemacht habe, in Kisen. Und ich werde euch heute im Schnelldurchlauf zeigen, wie so ein Bild vom ursprünglichen Bild, das das Kisen in der Turnhalle im Gang ist entstanden, wie ihr es hier seht. So ist das Original aus der Kamera, bis nachher das fertige Bild entsteht. Das Ganze war eine Sache von gut 3 Stunden. Originalzeit wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich zeige es jetzt relativ kurz, einfach mal zum sehen, was steht da eigentlich alles hinten dran. Also, ihr seht, es hat da einen ganzen Haufen Ebenen und ich gehe die im Kurzdurchlauf durch. Zuerst, was ich gemacht habe, ist einfach mal die Ebene dupliziert und den Hintergrund ausbauen, damit da die ganzen Beigemüse, die wir eigentlich nicht haben wollen, nicht mehr drin sind. Und dann kommt eigentlich einfach mal die Bearbeitung vom Porträt an sich. Das heisst, ich will ein Herzporträt, ich will viel mehr Struktur. Und das mache ich mit verschiedenen Ebenen. Ein Kanalmixer beispielsweise macht die Haut strukturierter, wird durch das alles ein bisschen rot, was nicht so vorteilhaft aussieht. Das heisst, wir haben da die Sättigung wieder rausgenommen von der Rot- und Gelbtönen und dann sieht das schon wieder viel natürlicher aus. Dann kommt eine Schwarz-Weiß-Umsetzung rein, die nur relativ schwach, nur auf gut 20% drin ist. Ähm, Als nächstes ist die Ebene härter gemacht worden mit Dodge and Burn. Das heisst zum Beispiel die Strukturen vom Gesicht mehr rausgeschafft, die Augen heller gemacht, Bart ein bisschen dunkler und. Struktur noch mehr drin, das Ganze, ihr seht hier den Unterschied, viel mehr Details rein, die einzelnen Kenteli rausgeschafft und so weiter. Dann überspringen ich ein paar Ebenen, es geht nämlich dann weiter. Als nächstes habe ich mich dann an den Hintergrund gemacht. Der ist immer noch grau. Sieht nicht so toll aus. Ja, nicht so nach Krieger. Und was machen wir jetzt da? Ich habe einfach ein Bild genommen, mit Wolken fotografiert bei mir auf der Terrasse. Eine schöne Abstimmung. Das rechne ich rein, indem ich die Ebene auf weiches Licht setze. Und ich nehme es einfach noch aus dem Schwert, aus dem Gesicht raus, damit es eben wirklich nur hinten dran ist. Natürlich, wir sehen ja die Wolken nicht auf dem Schwert selber auch. Das war eigentlich so ein bisschen der Nachsprung gewesen. Das Ganze habe ich noch mit einer Tonwerkkorrektur ein bisschen abdunkelt, damit es die düstere Stimmung verstärkt. Ja, jetzt Feuer. Ich habe verschiedene Einzelbilder, die sehen zum Beispiel so aus, hier von Flammen genommen. Die werden reinkopiert in das Originalbild und am richtigen Ort angepasst. Da ist zum Beispiel ein erstes, tue ich die da mal Schritt für Schritt einblenden und jetzt sieht das relativ komisch und sehr, sehr unrealistisch aus. Also das heisst, mit der Ebenenmaske habe ich einen Teil da aus dem Gesicht wieder rausgerechnet, den ich eigentlich hier nicht haben möchte. Etwas Feuer kommt auch noch in den Vordergrund da hier, dass das da so ein bisschen reinzüngelt und unseren Krieger schön umrahmt. Wo Rauch ist, oder wo Feuer ist, ist auch Rauch, so muss ich es natürlich sagen. Ich habe im Vordergrund da hier noch so ein bisschen Rauch rein platziert. Den brauchen wir natürlich auch noch. Nachher, was ich auch noch gemacht habe, ist, er ist ja am Kämpfen, also muss doch da an das arme Schwert ein bisschen Blut dran kommen. Und das kommt hier, es spritzt noch ein bisschen, jetzt müssen die Kinder langsam schlafen. So, und jetzt haben wir es ja schon fast. Das Ganze noch ein bisschen düsterer, noch ein bisschen härter gemacht mit der Verlaufsebene. Und nachher bin ich eigentlich mehr oder weniger fertig gewesen. Ganz am Schluss, eigentlich müssen wir es am Anfang merken, im ersten Schritt, hat mich doch das Haar, das jetzt immer, das da über die Augen geht, das jetzt immer härter ist, hat mich richtig verstören. Und ich habe in einem Schritt das da hier noch rausgestempelt, die Augen noch ein bisschen heller gemacht. Und dann haben wir da eigentlich unser fertiges Bild im Photoshop gespeichert. Dann ist das Ganze zurück noch in Lightroom, wo ich dann noch mit verschiedenen Farbanpassungen, nochmal Kontrast und
Stärke, Klarheit von dieser ganzen Sache vorgehoben und die Helligkeitsverteilung noch ein bisschen, das Ganze noch anpassen, schärfen, speichern. Und da haben wir unser fertiges Resultat. Ich hoffe, es gefällt euch und meine Arbeit hat sich gelohnt. Mir gefällt es auf jeden Fall. Wenn es euch auch gefällt, freue ich mich über euer Like oder über euer Teilen. Liket auch meine Seite, wenn ihr mehr solche Sachen wollt sehen. Merci vielmals.